Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und uns bleibt ja nichts anderes übrig, als hier ins Ripper-Gebiet zu gehen. Und das auch noch leise mit dem Bike. Ja, nee, ist klar. Aber Rege hilft. Da war noch irgendwas geixt, das Gelecker. Ja, da liegt eine einsame Leiche rum. Und hat ein Schwärmerohr bei sich. Naja. Man kann nicht alles haben. Aber wie gesagt, Rege kann unser Freund sein, was Schleicher angeht. Er schluckt unser Geräusche zumindest noch stark. Ah, das sieht stark noch Ripper aus. Ja, Holzpalisade, die arg spitz sind. Rest in Peace, Flagge, Feuer, also Fackeln. Das ist wohl wirklich Ripper-Gebiet. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob ich das jetzt mit dem Bike fahren soll oder eher schleichen soll. Aber ich befürchte, wenn ich hier mit dem Bike... Genau, wenn ich mit dem Bike hier rumfahre, dann war's das. Da hängen wieder ein paar dekorativ rum, allerdings an Händen und Beinen und nicht am Hals. Ah, jetzt haben wir leider keinen Schalldämpfer mehr. Okay. Ich muss die Type irgendwie wegkriegen. Deswegen schmeißen wir vielleicht nur eine Rauchbombe da in die Schoserei. Wobei, leises Eliminieren kann auch was für sich haben. Ah, scheiße, okay. So viel wieder zu heimlich. So viel wieder zu Yankee macht's heimlich. Das ist halt das. Na gut, dann machen wir die halt so platt, die... Wow! Machen wir die Type halt so platt. Wir probieren es mit dem Gewehr. Oh, der hat aber was auf dem Rücken, glaube ich. Oh, der ist stärker. Oh, der hatte Gatling Gun, glaube ich. Der schluckt ja Munition ohne Ende, der Scheiß-Typ. Gott. Okay, so viel zu meinem Gewehr. Den habe ich noch in der Rücke erwischt, ja. Ich muss ein bisschen näher an die Geschichte dran. Dort bei dem Typ am besten noch flattern. Ausdauercocktail. Und viel Munition. Gott. Wieder einer. Oh, das war genau der Richtige. Du Arschloch. Ganz genau. Ja, also das Gewehr ist der Hammer. Was ist das da? Okay, das ist... Aber würde mein anderes Gewehr ersetzen, mein Präzisionsgewehr. Das möchte ich derzeit nicht mehr hergeben, um ehrlich zu sein. Wo ist dann der andere Kasper? Ah, da ist der Kasper. Da, wo die Scheinwerfer brennen. Oder die Taschenlampe glüht. Halt. Habe ich dich. Nee. Ich gehe jetzt eher wieder zum MG über. Jetzt flattern wir erstmal die Kadaver. 2 Lappe. Ah, das ist noch eine Papierflasche. Und Kerosin. Ja, natürlich nehmen wir das. Und Gewehrmuni. Super. Wenn wir Gewehrmuni wieder haben, dann lade ich auch nochmal schnell noch. Das leistet uns hervorragende Dienste mit dem Schalldämpfer. Ein Medikit. Nie zu verachten, so Ding. Und, okay, Desinfektionsmittel ist voll. Kerosin immer wieder gern gesehen. Und eine Splittergranate. Ja, geil. Das Ding müssen wir anscheinend wegschieben, ne? Dann können wir auch mit dem Bike hier wieder aufrücken. Ich will dann später eigentlich so fix wie möglich mit dem Bike hier wieder unterwegs sein. Aber da kommen wieder weitere Palisade, weitere Suchtrupps. Na? Das ist wieder so ein Typ mit seiner ganzen Festung auf dem Buckel. Deswegen machen wir das jetzt so. Wir gehen zurück, wir rücken auf mit dem Bike. Und ich würde sagen, wenn wir da fertig sind mit der ganzen Chose,
dann können wir bei Iron Mike ein bisschen Eindruck schinden und sagen, hey, die Typen, mit denen du hier einen Friedensvertrag notgedrungen, nicht notdürftig, sondern notgedrungen aushandeln musstest, die sind erledigt. Ich habe mich ein bisschen nützlich gemacht. Und bei der Gelegenheit habe ich noch Antibiotika für Busa gefunden. Ich denke, so können wir das Iron Mike hoffentlich verkaufen. Upsi. Das war dumm. Volle Kanne gegen die Palisade gefahren. So. Also wieder rein das Sapper. Und hier bei der Palisade können wir doch glatt wieder unser Bike parken. Okay. So klaut uns auch niemand, weil wer wird sich schon sonst ins Ripper-Gebiet wagen? Okay, der hat uns wieder gesehen. Der hält auch jede Menge Munition aus, der Typ. Ich hoffe, du bist gleich tot, Kerl. Ja, der hat ein größeres Kaliber, das sehe ich. Jo. Ach, die Grögste fallen. Und wenn sie fallen, dann fallen sie sehr tief, die Jungs. Hundskamille haben wir noch. Da ist wieder diese Spezialwaffe, aber die macht mal zu wenig Schade und hat zu wenig Durchschlagkraft und Präzision. Okay, der hat nur einen Lappe bei sich. Ja, das scheint irgendwie so Spezialripper zu sein. Wir kundschaften erstmal das Gebiet nochmal aus, bevor wir hier irgendeinen Quatsch machen. Ist hier auch noch irgendwas Schönes zu finden? Ne, sieht aus, als hätten die einfach nur so ihr Feierle gemacht. Okay, es sieht aber so aus, als könnten wir hier tatsächlich mit dem Bike aufrücken. Es sieht für mich nicht so aus, als würden hier noch viele andere rumhängen. Es sei denn, da drüber geht wieder der Punk ab. Ja, da ist das Hauptlager. Aber ich denke, wir können uns hier tatsächlich schon mal auf die Strohs trauen. Da muss ich nämlich extra bis dort hier rennen. Ganz langsam. Wir müssen hier jetzt unbedingt flitzen wie ein Blöder. Das war jetzt nur ein einzelne große stämmige Wachposte. Okay. Ich denke hier irgendwo in der Gegend. Ja, das sehe ich schon. Da sehe ich schon einen Sniper. Mehrere Sniper sogar. Scheiße. Für die hätte ich mal die Gewehrmunition aufheben sollen, für die Buwe. Das wird etwas brutal, die dann da rauszulocken. Ja, ja. Das erinnert so ein bisschen an, wenn ihr das Mad Max Spiel gespielt habt. Erinnert es so ein bisschen an die Außenposte von deiner anderen Wasteland Raider. Nee, ich glaube, da bin ich zu weit weg. Da bräuchte ich wirklich mal Gewehr. Aber die sehen mich eh gleich. Jo. Na, fast. Okay, warte mal. Ja, der hat mich immer mal wieder so ein bisschen im Visier, der Kerl. Ich guck grad, ob ich eine Rohrbombe da hier schmeißen kann. Nee. Ja, der will mich immer mal wieder avisieren. Also, nee, so weit können wir, glaube ich, nicht schlagen. Jetzt steht die Facecam im Weg. Probieren wir es einfach mal. Achtung. Okay, das war richtig dumm. Zumal ich den Molotow geworfen habe. Wir rüsten mal schnell auf. Eine Splittergranate. Nee, ist auch nicht so toll. Aber die Typen konzentrieren sich gerade dort drauf. Achtung. Das war schon mal der da. Und der da. So geht's auch. So geht's offensichtlich auch. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal, was die bei sich haben. Weil da ist ja anscheinend nur dieser Turm. Ich habe schon gedacht, das wäre das Hauptlager. Ja, das ist auch sehr notdürftig gebaut, wie das aussieht. Aber ich denke, das ist dann ihr Hauptlager. So ein Warehaus. So ehemaliges Warehaus. So, das war der Unna. Ja, war ein Typ. Aber sieht man nicht noch Ripper aus, um ehrlich zu sein. Ah, noch eine Rohrbombe. Ja, geil. Und Gewehrmunition. Jawollo. Das habe ich mal erhofft. Und der sieht man schon eher noch Ripper aus. Ein Lappe. Und ich glaube, mit der Waffe ist ein runtergeplotzt. So. Dann noch runter.
Ich glaube, unsere Waffe dürfte hier irgendwo gelandet sein. Gucken wir nochmal. Jo, da ist er gelandet. Nochmal 2 Gewehrmunition. Wir laden sofort noch. Und rücken mit unserem Bike bis hierher vor. So. Gut, jetzt haben wir auch wieder Gewehrmunition, dass wir so Schoße auch wieder machen können. Sprich, Wachposten ausschalten. Ich habe wirklich gedacht, das wäre das Hauptlager, aber offensichtlich ist es das da over. Ne? So ist nämlich auch nochmal Rest in Peace angezeigt. So, warte mal. Wir müssen aber die Strohs hoch. Okay, da ist halt die Absturzstelle. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal nicht um das Lager, sondern gehen dann wirklich eher in die Richtung, wo wir hier sollen von unserer Quest her. Vielleicht sind da ja auch viele Ripper mehr, aber die werden auf jeden Fall merken, dass irgendjemand hier ihr Leut abgemurkst hat und dann geht's Iron Mike an den Kraker. Das heißt, wir sollten uns so oder so wirklich um die Ripper kümmern, meiner Meinung nach. Gut, das ist die Absturzstelle. Ich wette, das heißt jetzt, der sieht jetzt, dass die es weggebracht haben ins Hauptlager oder sowas. Finde die Antibiotika. Gut, da müssen wir eh zu Fuß. Wir schleichen trotzdem noch. Ist der Teufel, was da abgeht? Chaos. Okay, da ist ein Schiffswrack. Flugzeugwrack. Das klingt nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut und sieht noch weniger gut aus. Oh Gott, was ist denn das für einer? Du Scheiße. Erledige den Brecher. Ich mach gleich eine Brecherlava, einfach mal so. Ich glaube, der kriegt unsere Splittergranate ab, der Typ. Und kriegt nochmal hinterher eine Rohrbombe. Einfach, weil wir es können. Und dann kriegt er noch einen... Ne, einen Molly kriegt er nicht. Dann schieße ich einfach drauf. So, Kerl. Was will noch alles? Sag mal. Also ich habe hier mit viel gerechnet, aber nicht dort damit. Medikit. Und dann locken wir hierher. Der Scheißus-Typus. Oh, jetzt habe ich gerade hochgeladen, das war weniger gut. Aber steckt er da fest? Okay. Warte mal. Bis er hierher kommt, der Scheißus-Typus. Ja. Der ist für dich, du Mistkerl. Noch ein bisschen in der Arsch geballert. Ich weiß, das klingt eklig, aber war in dem Fall Tatsache. Da liegt, glaube ich, noch was zum Hochjagen. Ne, liegt's nicht. Alter, was sind denn das für scheiß Ochse? Boah, Mann. Schnell wieder weg hier. Und hier wieder durchrutsche. Warte mal. Ich zünd ihn jetzt doch mal an. Ich glaube, das müssen wir wirklich machen. Oh, Scheiße. Oh Gott. Das waren wohl Shady Molotovs verschwendet. Warte mal, wo ist er? Okay, jetzt habe ich mich selber noch angezündet dabei. Schnell, 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 schnell. Medikit. Okay. Gut, der brennt noch. Ach, jetzt nehme ich. Autsch. Autschen. Ist ja gut, ich habe kapiert, dass der Ochs vom Berg bist. Alter Falter. Ist da noch ein Freaker unterwegs? Jetzt habe ich nichts mehr. Ja, der Freaker, der... da ist noch ein Krabbler. Nicht mal ein Freaker. Naja, Freaker sind sie ja alle, aber... Das ist auf jeden Fall noch ein Krabbler hier unterwegs. Na gut, dann hilft uns jetzt wohl nur noch das Prezi-Gewehr. Komm schon, stirb endlich, du brichst weh. Ja, stirb endlich, ohne Scheiß. Gott. Alter. Wir müssen nochmal Munition hier aufsammeln, sonst sind wir gearscht.
Wir sind gleich ziemlich tot. T-O-H-T. Tot. Oh, Mann. An dem Ochs vorbei. Heile, heile, heile. Oh Gott. Jetzt war's das aber gleich. Das gibt's doch nicht. Wie viel hält dann der aus? Gut, dass das offscreen war. Ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen was anderes machen. Und zwar... In den Nahkampf kann ich den Typ nicht verwickeln. Die kriegen mich so oder so immer im Nahkampf. Deswegen machen wir jetzt nochmal Folgendes. Wir heilen uns jetzt nochmal mit dem Verband. Stellen gleich nochmal einer her bei der Gelegenheit. Und dann... nee, machen wir jetzt erstmal die Rauchbombe. Vielleicht hilft das was. Okay, wir gehen nochmal hier. Überspringen die Szene dann wieder, wenn sie läuft. Muss ich ja mal Facecam irgendwie ausblenden. Und jetzt gucken wir, dass wir die Rauchbombe zuerst geworfen kriegen. Ich finde es etwas verwirrend, dass die kein eigenes Symbol hat. Dann die Splittergranate. Dann die Rohrbombe. Dann noch ein Molly. Vielleicht sogar noch 2 Mollys. Dann werden die Mollys wieder aufgefüllt. Wir holen uns unser Gewehr. Verpissen uns hier durch. Und ich höre die Krabbler zwar, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Okay. Da ist er, der Ochs. Okay. Komm ruhig her. Komm ruhig her. Sobald du hier kommst, wechsle ich wieder die Seite. Ja, da ist er wieder. Okay. Das hat wenig gebraucht. Das ist etwas blöd. Ich probiere es einfach mal jetzt so. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich probiere es einfach mal. Nee, der ist anscheinend immun gegen Nahkampf. Da hat der die Überhand. Das respektiere ich einfach mal. Was bleibt noch anderes übrig? Gut, dann muss ich ja wohl mit Schusswaffe dran an die Geschichte. Was denn noch alles? So nochmal, um seine Schläge auszuweichen. Ah, da ist ein Bärenfaller. Vielleicht kriegen wir den Mistkerl da reingerannt. Nee. Nee. Autsch. Au! Arschgeig! Ich glaube, es hackt. Warte mal. Ich gucke nochmal, ob hier irgendwo Sprengstoff rumliegt. Wir sollten ja die Arena auf jeden Fall auch nutzen, ne? Nicht einfach nur immer auf einer Stelle rumrennen, sondern auch wirklich die Arena ausnutzen. Ja, warte mal. Jetzt habe ich mal einen Headshot gelandet. Was das? Verdammt doch mal. Oh, Ein Brecherohr. hartes Stück Arbeit. Okay, so kann's gehen. Kopfschuss mit dem Präzisionsgewehr. Ich muss Antibiotika finden. So einfach geht das. Ihr habt ja gesehen, was man an dem für Munition verschwenden kann. Und offensichtlich hat's genügt, dass man dann mit dem Präzisionsgewehr um die Phrase ballert. Und dann hat sich die Geschichte. Ja, 2 Gewehrmunition. Gut, jetzt suche ich persönlich aber nochmal noch den Krabbler. Ich will nicht, dass man diese Mist... Ah, da sind sie. Dass man diese Mistviecher nochmal im Weg stehen. Ja. Okay, die machen mal anscheinend nichts von dem Standort aus. Vorhin ist zwar einer runtergekrabbelt, aber ich glaube, die machen mal nichts. Machen halt einfach nur ultra eklige Geräusche. Sind halt auch ultra eklig, die Viecher. Na gut, da haben wir noch ein bisschen was. Da können wir noch die Pistole-Munition einsammeln. Ja, das wäre wahrscheinlich eine ziemlich lange Kampfwoche. Hätte ich nicht wirklich mit dem Präzisionsgewehr auf seinen Schädel gezielt. Und dann war er, glaube ich, eh so gut wie tot.
Das war wirklich ein Kopftreffer. Und dann war's das. Haben wir einmal drauf geschossen und dann war er hinüber. Na gut, ich möchte aber die Antibiotika haben. Ja, die Ripper haben anscheinend hier überall rum Falle aufgestellt, aber ein paar von denen sind schon ausgelöst. Na gut, gucken wir uns um. Vielleicht finden wir ja noch was hier. Und... Ja, das wird gehen. Okay, bring die Antibiotika zu deinem Bike. Zurück zu meinem Bike. Ah, da ist noch was. Kerosin nehmen wir immer gern. Jetzt wieder die Taschenlampe weg. Weil das wird hässlich. Ich befürchte, du warten nämlich schon ein paar Ripper an meinem Bike. Und das Hauptlager von ihnen habe ich auch nicht niedergemacht. Vielleicht wäre es besser gewesen, sich durchzuschleichen zu Fuß, ne? Statt all die Ripper umzubringen. Das wird ihm helfen. Also, Und dann hauen wir hier ab, nach Norden, wie er es bin's fest. Der Spanngurte. Dann wollen wir mal, ne? Deacon St. John, bist du da? Deke, hier ist Ricky. Over. Scheiße. Sie darf nicht wissen, wo ich bin. Hey, Ricky. Hier ist Deke. Schlechter Empfang. Ich kann dich nicht... Sieht wohl aus, als wäre der Plan aufgeflogen. Aber fahre nach Lost Lake zurück. Scheint ja wohl hier schon zu Ende, möglicherweise. Warten nur die Einsatztruppe vom Eisernen Tja. Michel schon. Deke, wo bist du? Ich brauche... Hey, es tut mir leid, Ricky. Ich habe gar keine Zeit dafür. Okay. Das hat er jetzt mal schwer abgewürgt. Ob ich in dem Gebiet danach mit Scheinwerfer fahren würde, wäre auch so eine Sache, ne? Ich befürchte, jetzt wartet hier schon die Haupthorde auf uns, aber ich würde eigentlich gerne ihr Lager niedermachen. Damit die uns nicht mehr mit Rache drohen können oder so, ne? Wie sieht's dann aus? Ist hier wieder Sequenz oder einfach nur ein Zwischenstopp? Sequenz, wie es aussieht. Na, großartig. Das kann ja wieder lustig werden. Achtung, wie das jetzt auffliegt. Es kann ja nie gut laufen. Das wäre ja zu einfach. Ungeschriebenes Gesetz in solche Spiele. Es darf nie einfach gehen und man fliegt häufig auf. Ach ja. Halt! Das ist Deacon! Hinter ihm! Du! In die Richtung! Die dürfen nicht zurückkommen! Los! Gefunden? Was noch übrig war, ja. Was übrig war? Ich habe Schüsse gehört. Was ist los? Sind auf ein paar Ripper gestoßen. Ich hab's geregelt. Geregelt? Was? Wow. Ich hätte es wissen müssen. Was wissen? Mann, Ricky, wer sorgt hier für Sicherheit? Weißt du was? Die Frage stelle ich mir jeden verdammten Tag. Ich bin hier fertig. Gut. Was machst du hier draußen? Was ich hier mache, Dick? Eddie sagte, ich soll dich holen. Was? Warte einen Augenblick. Ist Boozer okay? Keine Ahnung. Wir müssen los. Dann war es offensichtlich keine Sekunde zu spät Was ist mit Boozer? mit der Antibiotika. Eddie hat nur gesagt, dass ich dich 82% finden schon. soll. Dann hörte ich, dass du mit Schizo hier hochwolltest. Der hat jetzt einen Krieg gezettelt, das Ich habe Schizo. keine Ahnung, wovon du redest. Die Absturzstelle, die medizinischen Vorräte, das ist kein Geheimnis, Deke. Iron Mike hat mit Carlos verhandelt und abgemacht, dass unser Camp alles mit den Rippern teilt. Oh. Schwachsinn! Wie meinst du das? Ich meine Schwachsinn. Ich war da. Der halbe Frachtraum ist schon leer. Alle Spuren bei der Absturzstelle führen nach Süden. Ich habe seit Monaten mit diesen scheiß Rippern zu tun. Man darf ihnen kein verdammtes Wort glauben. Jetzt klingst du wie Schizo. Schizo, er hat dich angestiftet. Er hat dir von der Absturzstelle erzählt. Ja, super. Hältst du mich jetzt für Schizos Laufburschen? Nein? Wie hast du dann davon erfahren? Von einem Drifter in Copelands Camp. Wie du sagtest, es ist kein Geheimnis. Ja, klar. Schizo will sich schon seit Monaten mit den Rippern anlegen. Er freut sich bestimmt, dass du das übernimmst. Oh je, oh je, oh Ich je. hab da mal eine Frage. Muss ich antworten? Als ich dich das letzte Mal sah, vor dem Winter, hast du Iron Mike gesagt, er kann dich behalten, weil er nicht für Überlebende zahlen wollte.
Das war ein kleines bisschen... Au. Das war ein Genickbruch auf dem Weg. Volle Kanne gegen den Bankfahrer und ein Genickzwirbler hingelegt. So gut wie ich beim letzten oder vorletzten Mal, ich weiß es nicht, wie ich gefahren bin, zu der Absturz oder zu der Landestelle. So beschissen bin ich hier gefahren. Gestorben bin ich bisher auch noch nicht. Es gibt für alles eine Premiere. Das muss so sein. Was ist mit Boozer? Okay, noch einmal. Eddie hat nur gesagt, dass ich dich finden soll. Dann hörte ich, dass du mit Schizo hier hoch wolltest. Jetzt weiß ich warum. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Absturzstelle, die medizinischen Vorräte, das ist kein Geheimnis, Deke. Iron Mike hat mit Carlos verhandelt und abgemacht, dass unser Camp alles mit den Rippern teilt. Schwachsinn! Wie meinst du das? Ich meine Schwachsinn! Ich war da. Der halbe Dann Frachtraum halt ist noch schon einmal leer. das Gebabbel. Alle Spuren bei der Absturzstelle führen nach Süden. Ich habe seit Monaten mit diesen scheiß Rippern zu tun. Man darf ihnen kein verdammtes Wort glauben. Jetzt klingst du wie Schizo. Schizo, er hat dich angestiftet. Er hat dir von der Absturzstelle erzählt. Ja, super. Hältst du mich jetzt für Schizos Laufburschen? Nein? Wie hast du dann davon Und erfahren? gleich wieder ein bisschen vorsichtig Drifter fahre in hier. Koblenz Camp. Wie du sagtest, es ist kein Geheimnis. Ja, klar. Schizo will sich schon seit Monaten mit den Rippern anlegen. Er freut sich bestimmt, dass du das übernimmst. Ich habe da mal eine Frage. Muss ich antworten? Als ich dich das letzte Mal sah, vor dem Winter, hast du Iron Mike gesagt, er kann dich behalten, weil er nicht für Überlebende zahlen wollte. Das war ein kleines bisschen anders. Ups. Oh, ich erinnere mich doch ganz gut. Iron Mike wollte mit Sklavenhändlern nichts So. zu tun haben. Ich bin kein... Okay, wir haben niemanden zu irgendwas gezwungen. Was ist mit Tucker? Gilt das auch für sie? Nee, die Keine ist eine Ahnung. Sklavehändlerin. Mal dran gedacht, dass jemand, den du da draußen aufspürst, der am Verhungern ist, tagelang nicht geschlafen hat, dass der ihm nicht mehr weglaufen kann? Hä? Mal dran gedacht, dass er keine Wahl hat? Aber du hast sie trotzdem nach Hot Springs gebracht. Für ein paar Camp-Punkte. Jeder hat eine Wahl, Dicke. Für uns ist es auch hart, jemanden aufzunehmen, der nicht arbeiten kann, der nicht hilft. Weißt du, ich bin nur froh, dass Iron Mike nicht so ist wie du. Oh je, das war mal ordentlich die Levite gelesen. Ah, das Tor ist schon offen. Okay, das machen wir heute noch. Und dann beende ich die Episode auch. Und mein Aufnahmetag. Mehr als 4 Episoden kriege ich heute nämlich hier. So. Warten wir mal, was jetzt noch für eine Sequenz kommt. Ich bin mal wieder sehr gespannt. Und schwitz auch wieder dezent. Wenn jetzt, ja, 20 noch 4. Das ist auch wieder so Zenit-Temperatur. William, wenn du mich hörst, du musst aufhören. Eddie, was ist los? Boozer? Hey, halt ihn fest. Was zum Teufel machst du da? Was Hey, machst du da? hör zu, wir müssen das tun und zwar Was schnellstens. tun? Amputiere. Nein, nein. Dick. Nein, du wirst ihm... Niemals, nein, das tut Deacon, ihm nicht hör an. mir zu. Das Antibiotikum rettet sein Leben, aber nichts auf Gottes Erde rettet seinen Arm. Hör zu, du musst mir jetzt dabei helfen. Oder dein Freund wird sterben. Oh, das habe ich schon befürchtet. Okay, alles klar. Ich habe das schon von Anfang an vermutet, dass der amputiert werden muss. So eine Scheiße, Alter. Hey, Kumpel. Okay, hör zu, du musst bei mir bleiben. Halt ihn fest. Okay. Hier, Dick, Dick. Oh Gott. ganz ruhig. Okay. Okay. Oh, meine Güte. Wir verlieren ihn. Nein, er verliert zu viel Blut. Ihr müsst aufhören, er verliert zu viel Blut. Gib mir den Verband. Okay. Na toll. Komm schon. Ein einarmiger Drifter. Wo soll ich ihn festhalten? Festhalten, einfach so festhalten. Reiß dich zusammen und halt ihn fest, Deacon. Das wird in eine Depression stürzen. So kann er nämlich Bike fahren. Das wird richtig heftig. Meine Fresse. Hey, du warst gut da dran. Damals auf der Highschool dachte ich, vielleicht studiere ich Maschinenbau. Oder doch lieber Chirurgie. Ich hätte wohl Chirurgin werden sollen. Und du? Okay. Hast deinem Freund das Leben gerettet.
Ich fürchte, das wird er anders sehen. Ja, vielleicht tut er das. Ich muss ihm jetzt eine Infusion legen. Weißt du, keine Ahnung, wo du das Zeug her hast. Ich will es gar nicht wissen. Aber es wird viele Leben retten, Deacon St. John. Sehr viele. Immer hier. Aber ich habe befürchtet, dass Boozer der Arm amputiert kriegt und als einarmiger Drifter kann er nie wieder Bike fahren. Das könnte ihn ruinieren. Beruhige dich. Okay? Deacon, komm raus! Das ist jetzt wohl Iron Mike, ne? Ja. Wir hätten wohl einen Krieg gestartet mit der Ripper, könnte ich jetzt wetten. Ich weiß Bescheid! Es ging nicht darum, ihn umzubringen. Mike, lass gut sein. Es ist vorbei. Gott verdammt, ich weiß. Wird Boozer überleben? Keine Ahnung. Aber die Ripper da draußen sind dir gefolgt. Wenn Carlos das herausfindet, wird die verdammte Hölle losbrechen. Carlos kann mich am Arsch lecken! Du setzt das Leben anderer aufs Spiel. Ich hoffe, du weißt das. Du hattest keine Wahl. Mike! Warte! Oh, leck. Das wird noch richtig heftig, ja. Jetzt wird ein Krieg angezettelt. Ich weiß nicht, ob Carlos nur der hiesige Ripper-Gangführer ist oder ob das der Over-Ripper ist, der Ripper vom Dienst. Okay, wir haben anscheinend ein neues Level noch gekriegt. Er ist mein Bruder zu 88%. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich gehe jetzt noch zum Bike. Wir sind immer hier schon bei 32 Minuten angekommen. Und mache jetzt hier nochmal einen Speicherpunkt. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Gerade mal gucken, welcher Speicherpunkt. Ach, wenn ihr es nicht seht gerade. Genau, durchspeichern wir drüber. Genau. Dann sehen wir uns übermorgen wieder. Machen's gut bis hier. Es wird jetzt richtig spannend von der Story her, glaube ich, und spitzt sich zu. Iron Yankee.